Ein Sommer auf der Alp. Ein Abenteuer weit weg von der Zivilisation, mitten in der Natur. Im Engadin dreht sich alles um einen Schutzhund gegen Wolf und Bär. Im Wallis ist endlich Alpaufzug und im Bernbiet wird gekrampft. Easy peasy Alp kann man nicht sagen. Und von heute Romantik keine Frage. Nein, das ist Arbeit, streng. Das ist SRF bei den Leuten zu Alp. Es ist der 9. Juli. Heute fangen endlich auch Garbelis im Goms die Alpsaison an. So spät wie schon lange nicht mehr, wegen dem strengen Winter. Das ist natürlich und jetzt Verantwortung auf Innsthöhe und das ist halt Anfang Sommer immer. Man weiß halt nicht, was kommt und hofft immer, dass es gut geht. Und schön, dass es losgeht. Zusammen mit seiner zweiten Tochter Mia geht der Leo in Alpsommer. Die 7 Dinge, dass wir es hier und da gleich sind, dass es schön vor der Brust frei ist. Mia ist meine Tochter. Die ist zwar der Alter, ist nicht ganz in Bern in Europarolle, aber ja, wie das Leben so Geschichten schreibt, das ist eigentlich ein Glücksfall. Das ist der Sonnenschein, gell? Jetzt weiss ich nicht, ob der Rucksack da noch trifft oder so. Ja, so kann man, mitnehmen. nee, da kann ich schon. Wie entwickelt. Da kann ich da driften. Ja, ich gehe jetzt gerne mit. Jetzt sind wir schon mal gelangt, dass wir endlich gehen können. Es hat hier jetzt halt gedauert. Ja, und jetzt hoffen wir auf einen schönen Sommer. Und ich bin so ein bisschen der Handlanger. Früher hat man gesehen, der Zuhirt. Ja, wie wohl. Dann geht's los. Hoppala! Ja, Super. Hast du Sorge? schmeißen. Gleichfalls. Oder eben mir vor allem auch, dass Mia das mitbekommt, weil ja, es ist mir wichtig, dass die Traditionen wenigstens im Hintergrund weitergehen. Das ist vor allem dass er sieht, was abgeht und auch, was der Papa machen tut und dafür vielleicht einmal ein Verständnis aufbringt. Die Mia hat eine erwachsene Halbschwester. Und eigentlich hat sie auch noch einen Halbbruder. Ich wollte noch gerade Tschüss sagen, da ist mein Sohn geschlafen. Tschüsschen. Mit 22 ist der Rienno gestorben. Ja. Ja, das ist der Sohn ist verstorben 2007 und ist halt immer ein bisschen emotional und solche Sachen ist halt das nicht so einfach. Aber ja, der ist ja immer bei uns und ist das, gibt das auch Kraft wieder. Der hat eine Lungentransplantation gehabt, der hat zystische Fibrose. Die Krankheit die Familie prägt und hat vielleicht dann dort das ein bisschen bewirkt, wo wir jetzt sind, dass wir halt mehr auf Sachen
Sachen schwertlegend, die Inschenhäufen an der Zeit geholfen hat. Und ich bin sicher, dass der jeden Tag hier mit uns frei teilen tut. Aus dieser schwierigen Zeit heraus ist Mia entstanden. Der Leo ist ihr Vater, aber die Mutter ist nicht Johanna. Die Mia wohnt die meiste Zeit bei ihrer Mutter. Wenn es aber zu Alp geht, ist sie gerne dabei. Das ist immer schon früher, ist das der Anfang von der Alperie gewesen, dass man da ein paar Gedanken dem Herrgott hat, ein paar Fürbitte vorgebracht und ja, es ist ein sehr schöner Ort und gehört eigentlich so zur Tradition, wo man ja, so weiter will führen. Schutz für Vieh und Mensch. Jetzt kommt die Frau noch gerade. Die Johanni kommt hier, schau. Jawohl. Aber wir gehen machen. Das ist gut gegangen. Ja. Super gegangen. Wir waren vor Situationen, die für uns fast ausweglos waren. Und irgendwie hat man die Kraft gefunden. Und das ist die Kraft, die wir beim Herrgott gesucht haben und vor allem in der Natur gesucht haben. Und der Herrgott findet man in der Natur überall. Im Berner Oberland auf der Geissalp-Sauslager ist das Leben zurück. Der Alpaufzug ist gut gegangen. Jetzt fährt aber die Bühne für die Frauen erst so richtig an. Jetzt melken wir das erste Mal und das ist schon noch ein bisschen, ja, ich hoffe einfach, es klappt alles. Und vor allem, es gibt Geissen, die kennen diese Melkstange jetzt noch nicht, es gibt Geissen, die sind noch nie mit einer Maschine gemolken worden. Es ist also, es bleibt spannend. Das geht nicht rein, sonst haben wir 2 Minuten. Oder weniger. Die kennen das jetzt nicht und die kennen den Hund auch nicht. Gut. Super. Eben. Die kennen den Hund nicht. Schau, die laufen alle zum Hund anstatt weg. Weiss ich, wegen dass die hintersteht? Also die Alp, es wäre unmöglich, das allein zu machen. Das ist klar. Wir sind zu zweit fest angestellt. Also beide, die Kirstin und ich, wir sind einfach 100% da und den ganzen Sommer. Aber auch zu zweit wäre es unmöglich. Mit dieser Melkerei und die Geissen, bis die das ein bisschen verstehen und wissen, um was es geht. Und darum bin ich sehr froh, haben wir noch freiwillige Helfer. Man merkt gut, die Leute, die am Anfang das erste Mal so etwas erleben und mithelfen, es braucht wie ein bisschen eine Überwindung, auch das Anpacken und die Tiere anpacken. Und alle sind am Anfang ein bisschen scheu im Umgang mit diesen Tieren. Aber eben, 1-2 Melkungen und nachher merkt man einfach, aha, man kann so. Und die Geiss ist einem auch nicht nachtragend. Also die kommt nachher wieder. Miriam, die hat grüne Haare. Aha.
Ich bin sehr zufrieden, wie es überhaupt gelaufen ist. Wir hatten Haufen Geissen, die noch nie mit Maschinen gemolken wurden. Und das ist nochmal etwas Neues, ganz etwas anderes für die Geissen. Und ich muss sagen, wow, das haben sie super gemacht. Die erste Milch. Ja. Auf der Alp Placer im Engadin bewachen 2 Herdenschutzhunde 500 Schafe. Vor jedem Alpsommer fragt man sich, wie kommt es echt raus? Weil vor ein paar Jahren, als das erste Mal wieder ein Bär in der Schweiz war, hat er dann seine Raubzüge auch da durch die Alp Placer gemacht. Da sind die ersten Schafe dann wieder am Bär zum Opfer gefallen. Und der Wolf ist auch schon gesichtet worden. Die Alpgemeinschaft hat darum entschieden, Tiere besser zu schützen. Der Alpmeister Martin Keller hat 2 Herdenschutzhunde gekauft und noch 2 Hirten angestellt, die jetzt immer hier oben sind. Die Schafe haben sich aber noch nicht an diese Hunde gewöhnt. Die Funktion und die Aufgabe von der Integration jetzt hier in der Weide ist ja die, dass sich die Schafe an die Hunde gewöhnen können. Und jetzt laufe ich mal mit dem Arno noch ein bisschen durch die Herde laufen, dass die Schafe auch spüren, dass sie keine Angst haben vor dem Hund und dass der Hund schlussendlich ihr Beschützer ist. Die Familie von Arno und von der Candy ist die Schafherde. Und alles, was nicht zu dieser Familie gehört, versuchen sie von ihrer Familie abzuhalten. Also dann das verbellen oder wenn das im schlimmsten Fall ein Grossraubtier ist, ein Wolf oder ein Bär, dann sind die natürlich dann recht aggressiv verbellen. Das kann unter Umständen sogar dann zu einer Konfrontation kommen, in Form von einem Kampf. Wir haben auch Beziehung zu unseren Tieren, hegen und pflegen die das ganze Jahr. Und wenn der Bär oder der Wolf reisst, ist das natürlich kein schönes Gefühl, wenn man die toten Tiere oder halb verrupften Tiere sieht, die zum Teil noch gelebt haben, die man töten musste. Das ist natürlich unter Umständen viele Jahre Züchterarbeit in einem Schlag kaputt gemacht worden. Viel mehr kann die Alpgemeinschaft im Moment nicht machen für den Schutz vor Herden. Ob das alles wirklich auch reicht, weiss man noch nicht. Der vollkommene Herdenschutz ist dann, wenn man den Wolfbestand auch regulieren kann. Und dann hilft eigentlich der Herdenschutz. Und sonst, wenn man den Wolf nicht regulieren kann, dann nützt eigentlich auch der beste Herdenschutz nichts. Das ist dann ein Stück weit eine Alibi-Übung. Ein Wettrüsten zwischen Grossraubtier und Herdenschutz und eine Suche nach dem Gleichgewicht, das sich immer mehr zuspitzen tut. Der Matthias geht heute Abend wieder ab ins Ungerland. Ab jetzt schaut der Hirt zu den Schafen. Der Stefan betreut meine Tiere jetzt während dem Sommer. Er macht das auch schon ein paar Sommer. Und er hat Schäfer im Blut, er hat eine gewisse Fitness und überzeugt jedes Jahr wieder durch das Resultat, so wie die Tiere dann am Schluss vom Alpsommer heimkommen. Von dem her bin ich sehr froh, hat Martin den Stefan gefunden, der unsere Tiere betreut. Ciao zusammen. Ciao. Stefan. Ciao. Guten Sommer. Guten. Pass auf, 2 Herrschaften, du weißt. Ciao, wir haben gut. Ciao zusammen. Gute Heimreise. Ciao, ciao. Tschüss. Es ist Mitte Juni im Eisistal Zuri. Die Geissen von Hergers sind schon auf der Alp oben. Die Kühe fehlen noch. Heute haben wir keine Ahnung, was uns erwartet. Wir nehmen es einfach vorzu. Die Kühe kennen den Weg nicht. Die ist die einzige, die schon einmal auf der Wiesenalp war. Und wir wissen nicht, wie lange es geht, wie wir es einschätzen und so. Vorzunehmen. Ja, wir hoffen, sie läuft schön. Wir hoffen, es ist von der Wärme her nicht allzu streng. Ja, wir sind zufrieden, wenn noch alle oben sind und alle weg sind. Der Sepp und Andrea gehen dieses Jahr das erste Mal auch mit eigenen Kühen auf die Musenalp.
Den Hof hier haben sie erst seit einem halben Jahr. Es ist warm und der Weg ist stotzig. Die Kühe sind darum sehr gemütlich unterwegs. Das ist für Andrea ein kleines Problem. Es ist 7:30 und die Sitzung ist um 8 Uhr. Ja. Bis später. Ich habe eben schon lange abgemacht, eine Vorstandssitzung vom Tourismusverein von Isitauer. Und wir haben probiert, dass es zeitlich einigermaßen zusammenpasst. Es hat gar nicht so schlecht funktioniert. Ich konnte halt einfach nicht ganz bis ob sie laufen mit unseren Kühen. Es hat eine geschissen, es ist ein Blätter dran an, aber macht ja nichts. Aber abschlecken wäre ja noch gut, oder? Gut 4 Stunden später ist es geschafft. Auch dank der Silvia, die diesen Sommer auf der Alp mithilft. Das Speziellste am Aufzug ist eigentlich, also im Alpfahren, als es nachher losgeht, oder? Halt, das Leben kommt zurück in die Alpen, oder? So, haben wir es geschafft. Sind wir und haben wir es geschafft. Sie sind extrem langsam gelaufen. Das schon. Also schon oben ab langsam und alles. Einfach. Aber für uns auch ein bisschen ringer. Gell, Silvia? Ja. Ja. Für das erste Mal nicht schlecht, sagte ich. Ja. Wir haben ja nicht gewusst, was kommt. Das ist, ja. Also das sind jetzt einfach unsere 6 Kühe, die wir im Winter auch selber haben, sind jetzt einfach da. Weil morgen kommen dann die Fremden. Ja, dann geht es los. Ohne Kühe können wir ja nicht zur Alp, oder? Ja. Die Alpfahrt ist der Start vom Alp. Ja. Wenn wir morgen Abend auch da haben und alles gut gegangen ist, dann das ist schon viel wert. Ja. Im Walliser Blinnental bringen die Bauern ihre Rinder auf die Alp. Kommt, ja, kommt, Beben. Kommt, Beben, ja, ja. Kommt, Beben, kommt. Ja, was sind der Büber? Kommt, Deutsche. Was sind der Büber? Kommt. Ja, doch. So.
Läuft. Und das war schon da fahren, gell? Das ist so hängelig. Jetzt geht's da los. Ja. Das kennen wir auch, gell? Ja, das müsste ich ab. Sind wir jetzt gewesen? Ja, da. Moment, ja, la. Sogar das Mundchen habe ich bekommen. Mit den Bäueren haben wir eigentlich einen guten Draht, weil es sind ja immer gleiche da und man tut ja vor dem Gemeinwerk trifft man ja einander. Und das Schöne ist einfach, die Bauern, sie schätzen ja die Arbeit, die man machen tut. Das ist ja wichtig, dass sie zufrieden sind und im Herbst, wenn die Fee heimkommt. Und darum ist es wichtig, dass man zu jedem Bauern ein gutes Verhältnis hat, weil das ist gegenseitiges Vertrauen. Wir sind ja dankbar, dass uns das Vertrauen schenken. Da haben die Sorgen auch. Ihr habt Sorgen weg und ihr habt jetzt drauf. Hoffen wir, dass im Herbst gleich viel zurückgehen kann. Oder eher mehr. Ja, noch mehr, oder? Ja, dann ciao zusammen. Ciao miteinander. Danke, ja, merci. Ciao miteinander. Ja, die gehen jetzt, aber die kommen dann wieder, gell? Zu mir. Da steht schon ein Hausbock. Da ist jetzt aber die Nähe zur Natur. Das ist jetzt aber genau das, was man so schätzen tut, wenn man so eins und eins mit der Natur. Ja, das ist. Und der weiß genau, dass ich nicht mehr zur Jagd gehe. Und der Ist der furchtlos? Gut. Ja. Okay. Tschüss, macht's gut. Ciao. Hütscheli. Hopp. Und hopp. Und da nehmen wir ihn. Nein! Papa! Die Rinder bleiben für einen Moment da vorne im Tal, weil es hier genug Gras zum Fressen hat. Die Alphütte ist weiter hinten. Ja, es ist halt schon ein bisschen aufwendig. Jetzt am Anfang sind natürlich die Rinder 2-3 Kilometer von der Hütte entfernt. Aber mit dem Sommer, je länger dass der Sommer geht, wenn näher dass der Hütte kommt. Und danach geht es dann wieder weiter hinten ans Tal. Und ja, es braucht ein bisschen Aufwand für die Kontrolle zu machen. Aber ja, wir sind ja gut eingezäunt und da ist mir sicher, dass nichts passiert. Ja, super gegangen. Ja, euch. Ja, merci da drauf. Ach, jetzt geht das Leben los. Super. Jetzt fängt es erst bei Ihnen schon. Das ist fast wie heimkommen. Auf der Geissalp Salzläger wird heute das erste Mal gekäset diesen Sommer.
Das ist sehr wichtig, dass es gut kommt. Es ist eine riesige Menge Milch. Und wenn das misslingt, das ist richtig schade. Schön ruhig eins und das andere machen. Und dass man Zeit hat auch zum Studieren. Was ist jetzt der nächste Schritt? Es ist eigentlich fast ein bisschen eine meditative Arbeit. Das heisst, man muss ganz fest mit dem Gefühl dabei sein. Einfach, dass man spürt, wie er sich entwickelt. Weil der wird von Minute zu Minute verändert sich das. Und dann muss man einfach, ja, ab dann schaue ich dann auch nicht mehr auf die Uhr, sondern ich spüre einfach, wie weit ist er und was ist der nächste Schritt, den ich machen kann. Ich habe jetzt hier Molken schon daraus genommen und ich könnte jetzt eigentlich den einen Kessel kannst du schon zu den Säuen bringen. Okay. Und den nächsten kann man dann ins blaue Fass. Und dann brauche ich ihn dann wieder, den Kessel, gell? You need help? Die dicke Berta. Jetzt kommt der grosse Moment. Also für uns ist natürlich der Käse nicht das Nebenprodukt. Für uns ist es das Hauptprodukt. Das sind unsere Goldbarren. Mit dem wirtschaften wir, mit dem kommt Geld rein. Und es ist auch ein Aushängeschild. Und mir ist sehr wichtig, dass wir einen guten Käse machen hier. Dass die Leute sagen, der ist fein und dann nächstes Jahr wieder kaufen. Und auch einfach, ich will auch etwas machen, wo die Leute Freude haben dran. Einen von diesen 19 Käsli bringen wir dem Berggeist als Opfergabe, dass der uns für nichts anderes nimmt. Also kein Geist stirbt oder verloren geht oder ja, nichts Schlechtes passiert. Tun wir ihm das opfern und dann gehen wir ganz hoch in den Berg hoch, so hoch wie wir können, und ihn dort deponieren. Es ist Ende Juni auf der Alp Placer im Engadin. Die beiden Hirten aus dem Südtirol haben sich eingerichtet. Bis jetzt ist alles ruhig. Keine Spur von Bär und Wolf. Ja, ich habe allem schon mit dem Vieh zu tun gehabt. Schon eigentlich seit ich 2 Jahren gewesen bin, habe ich selber Vieh gehabt und das hat mich allem interessiert. Und das hat sich auch so ergeben, dass ich auf die Alp gegangen bin. Ist jetzt ja ein super Erlebnis, das man hat. Lass dich du. Die Frau und die Tochter sind gekommen heute auf Besuch. Ist allem schön. Das Blöde ist halt, dass es kein Empfang ist. Kein Handyempfang. Das ist halt ein bisschen... Das ist wohl besser. Aber ist egal. Du, die Leute wissen, dass wir auf der Alp sind. Wir haben keinen Empfang, wenn sie wollen. Früher hat man auch nicht telefonieren. Ja, die Familie ist sehr wichtig. Ich finde es brutal schön, wenn sie herkommen und sie haben auch gerne die Alp. Die Kinder
sind mit denen aufgewachsen auch, und es ist einfach schön. Wenn man da eine Ruhe hat, dann kann man miteinander ein bisschen zum Vieh schauen, und das ist ein tolles Erlebnis für alle. Mir hat die Alp da einfach so imponiert, weil es ist einfach eine schöne Landschaft da, und die Schafbauern, die ich habe, haben ein super Verhältnis mit sie. Und sie kennen mir und ich kenne sie, und sie sind zufrieden und ich bin zufrieden. It's precaution. It's precaution. Show me resin. I got grounding. I'll be ready with a hand on my heart. Meine freien Tage komme ich halt hoch. Aber ich würde schon auch gern lieber hier bleiben. Wenn es möglich wäre, aber das geht halt leider nicht. Aber wir sind das jetzt gewöhnt. Wir haben das 10 Jahre jetzt so, wo ich allem auf die Alp gehe, und es ist allem ein Erlebnis. Jetzt sage ich ein neues Erlebnis, so sage ich allem. Hör auf jetzt. Es ist der erste Tag auf der Alp im Blinnental und der Anfang der neuen Alpsaison. Hier, an dem Ort, wo Garbelis ihre Lebensfreude und Kraft wiedergefunden haben. Mia! Kannst du grad? Kannst du das Holz sauber zum Ofen tun? Ich treffe schon das Richtige. Schmeckst du, was für Holz das ist? Was ist für Holz? Arfe. Habe ich ja gesagt. Ja, das ist natürlich schon eine schwierige Situation gewesen, und vor allem auch für die Familie. Und mal hat man einfach Sachen, die passieren, aber wichtig ist, dass man zu diesen Sachen steht. Und danach vor allem auch, dass es Mia danach einfach das Optimum bekommt. Das soll einfach nicht danach zwischen gewissen Fronten, oder ich habe es ja jetzt mit der Mutter, haben wir es ja gut, und dass es zwischen diesen Fronten zerrissen wird. Das ist wichtig, und das war von Anfang an das Wichtigste gewesen, dass es einfach für das Mia stimmt. Soll ich das dem Papa bringen? Das ist das Opa schon mal gut. Soll ich das dem Papa bringen? Die Johanna ist trotz allem beim Leo geblieben. Und sie versteht sich super mit der Mia. Ja, die Mia scheint hinter der Sonnenschein. Es hat ja manches gegeben, aber ich denke, also wie das Leben kommt es. Und ja. Am Anfang war das für alle Beteiligten sehr schwierig. Und jeder hat vielleicht schon am meisten sich selber gesehen in der Lage. Und ja, im Leben muss man, wenn man zurückdenkt, sagen, es ist immer alles für etwas gut. Und also ich werde auf das Mia nicht verzichten. Ich habe aber das Glück gehabt, dass die Frau weiterhin hinter mir gestanden ist. Für mich ist das klar, dass der Leo, dass wir einfach zusammenkehren und durch dick und dünn gehen. Ja. Es ist 4:30 am Morgen auf der Musenalp im Urnerland.
Wie jeden Morgen steht die schwangere Andrea zum Melken im Stall. Aufstehen ist unterschiedlich. Ja, manchmal geht es ganz gut, manchmal mag ich es halt einfach nicht. Aber grundsätzlich stehe ich gerne früh. Morgen hast du so wie die Welt für dich allein. Das ist so, also auch die Alpen haben wir dann noch für uns allein. Das ist schon noch schön. Und die Kühe haben am Morgen so auch voll den Frieden. Also sie merkst du oder hörst du, wenn sie verwachen und dann sind sie echt voll friedlich. Das ist schon auch schön. Ich bin voll in Mist gelegen. Die sind dort? Geht's noch? Nein. Ah, mein. Also die geht jetzt noch. Das ist auch Silvia hilft den ganzen Sommer aus. Es ist das erste Mal, wo der Sepp und Andrea jemanden zusätzlich angestellt haben. Ich wurde nicht mehr täuschen mit dem Büro. Trotz dreckigen Kirschwänze. Nein, ich kann es nicht mehr. Man hat Bewegung, man hat einfach auch mit den Händen etwas zu tun. Und es ist halt Abwechslung. Es ist halt Abwechslung, die halt schon viel mehr ist. Und auch mit den Tieren und alles. Ja, man gewöhnt sich halt daran, das, was man gerne macht. Ich würde es nicht mehr hergeben. Es hat viel Arbeit und du bist immer dran, oder? Aber ja, wir machen es ja freiwillig, oder? Wir können ja etwas anderes machen. Wenn du es gerne machst, ist das kein Problem. Und es ist absehbar, in 100 Tagen ist ja wieder alles vorbei, oder? Im nächsten Dezember sollten der Sepp und Andrea ihr erstes Kind bekommen. Die Alp wollen sie wegen dem aber nicht aufgeben. Es ist natürlich schon cool, wenn du mit der Lebenspartnerin, also mit der Frau oder wenn du mit dem Kind immer zusammen sein kannst, Sommer lang, oder? Wenn du zusammen arbeiten und zusammen sein, oder? Das ist halt schon gut und auch schön, oder so. Meine Mutter war auch mit 4 Kindern auf der Alp. Oder? Und sie hat nicht weniger Arbeit. Es ist am immer gegangen. Ja, ich denke, wenn da manchmal brüllen, ist auch niemand gekommen. Irgendwann herrscht es schon wieder auf. Oder? Also, ja, das ist einfach halt ein bisschen anders zum Aufwachsen. Oder? Aber ich glaube, fehlen tut es nicht. Und, ja, es wird sicher auch gehen. Also, gar keine Angst. Ja. Ja, im Gegenteil, du kannst halt viel bieten. Es ist halt, ich sage, meine Kind ist nie langweilig auf der Alp. Und, sie finden immer irgendetwas zum Flüstern und machen. Ja, Brennnesseln sind vielleicht nicht so der Pluspunkt, aber sie finden immer irgendetwas zu machen. Aber du kannst sie bei viel Arbeit halt auch dabei haben. Das ist halt auch schön. Also wenn man sich ein bisschen einrichtet und ja, eben, das haben schon häufig andere geschafft. Auch im Berner Oberland haben die Frauen mit ihren rund 100 Geissen alle Hände voll zu tun.
Gell, das sind langweilige. Ich muss halt die Hintersten hinten nachtreiben. Sonst bleiben die zurück oder gehen wieder zurück in den Stall. Easy peasy auch kann man nicht sagen. Und von heute Romantik keine Frage. Nein, das ist Arbeit. Das ist streng. Aber es ist gleich schön. Warte, Mala. Mala! Bleib! Also wir müssen die Nacht weit machen, weil da, wo sie jetzt sind, hat es ganz viele Erlen und die sollten fort. Also die Aufgabe der Geissen ist, dass sie die Erlen dezimieren. Und dass sie eben bleiben, wo sie sind und nicht irgendwo das Gras fressen, das für die Kühe gedacht wäre, tut man sie jetzt über die Nacht einsperren. Und gleich hat Tanja noch gerade nicht Feierabend. Die haben noch deine Babeli weg. Da hat es Welpen gegeben. Am 24. Nacht sind da Babeli auf die Welt gekommen. Gell? Jetzt nehmen wir gleich wieder den als erstes. Darf ich dir geben? Jetzt weiss ich nicht, ist es noch angeladen? Ja, es ist auf Null. Ja, es ist auf Null. 445. 440. 440? 440, ja. Es ist nicht immer so, dass die auf der Alp auf die Welt kommen, die Hündchen. Eigentlich haben wir im Winter Welpen wollen, dann hat sie verloren. Und jetzt ist es halt auf der Alp. Weil ich wusste, dass mein Hund Babeli bekommt, habe ich natürlich schon eine Wurfkiste mitgenommen. Die habe ich dann hier oben installiert und habe gewusst, ich will einfach bei ihr Pfause, dass wenn irgendetwas wäre, dann kann ich handeln. Und darum habe ich da hinten dran ein Nest aufgebaut, auf der alten Kuhkrüpfe, auf Dings da, so Baumstämmchen. Und wir sind hier eigentlich im Säustall. Das heisst, gerade hier nebendran sind zwei daheim. Und die haben sich da jetzt auch schon gemütlich eingekuschelt. Hallo zusammen! Gell? Ja, haben wir da ein bisschen das Zimmer eingerichtet. Im Namen vom Allmächtigen, ich danke dem Schöpfer aller Dinge und Geber aller Freude. Ich danke für die schöne Zeit mit Natur, Tier, Mensch und Geist. Nächsten Freitag haben die Älpler mit schweren Unwetter zu kämpfen.